Die Leute fragen mich immer, Pat, was hast du eigentlich am 20.01.2017 gemacht? Ich habe jetzt schon ein bisschen Shit erledigt und habe Folgendes gesehen. Der Nick von Hipsterknock hat geschrieben, an alle, die unsere Swiss-Tubers, die jeder kennt, Video noch einmal anschauen wollten, sollten es sich jetzt herunterladen. Es wird leider nicht mehr lange in dieser Form existieren. Worauf der Pumpkin gefragt hat, why? Und der Nick wiederum twittert hat, einige Opfer können sich nur so wehren. Und man sieht da eine Nachricht vom YouTube Support Team, also quasi von YouTube selber, an Hipsterknock, dass jemand das Video gemeldet hat, weil er ein Problem mit dem Video hat. Zwei Sachen dazu. Sie haben nicht veröffentlicht, wer das war, aber eine Ansage an den, der es war, wenn er es sieht. Kollege, wenn du Shit ins Internet ladest, dann musst du zuerst darüber nachdenken, was du aufladest. Du musst rechnen, dass das Leute auseinandernehmen, dass sich darüber lustig machen und dann gibt es mehrere Arten und Weisen damit umzugehen. Die erste ist, du lachst einfach drüber. Du nimmst es mit Humor, weil Selbstironie meistens der beste Weg ist, mit so etwas umzugehen. Es hat niemand irgendwie etwas so Beleidigendes geschrieben, dass man nachher ein psychisches Problem davor trägt. Was ist denn los bei dir? Der zweite Weg ist, dass du einen Konter machst. Das heisst, dass du einfach eine humorvolle Parodie von den anderen machst und schon ist alles cool, weißt? Sucht ja niemand Beef da. Der dritte Weg ist, und das ist der Scheissweg. Du rennst zu Mami und gehst brüllen und genau das hast du gemacht. Du rennst zu YouTube und gehst reporten, Mann. Was bist du für ein... Das ist jetzt mein Aufreger vom Tag. Oh, ich kann so etwas nicht ab, Mann. Weißt du, dass man eine Nachricht schickt oder einen Tweet oder irgendetwas, eine Privatnachricht. Man kann ja sagen, es ist einem unangenehm oder was weiß ich. Aber zu Mami rennen und brüllen, das ist einfach immer eine Scheißaktion. Es ist früher schon immer eine Scheiß... Von ersten Tag an, da ist Gugus gsi, Gugus geblieben. Ich esse jetzt morgen, es gibt Heidelbeerjoghurt mit Brandflex. Ich habe gerade bei Twitter gelesen von der Steffi Ciel Noir, dass bei ihr Instagram live nicht funktioniert und wir probieren es jetzt einfach aus. Geil, Mann, Instagram live. Schau, meine Frisur ist der Knall. Du bist jetzt live! Oh mein Gott, ich bin sowas von live. Oh, Vlogception! Hey, schau, es schauen einfach Leute zu. Wie geil ist es? Wir sind jetzt gerade alle live im Vlog. Hoi Ronny, alles klar? Ich finde es lustig. Schau, es sind einfach gerade instant so Leute rum. Ich habe jetzt gerade der Steffi da schnell beweisen, dass Instagram live funktioniert. Ja, meine Frisur ist scheiße. Merci Ronny, danke. Wenn ihr vielleicht wisst, baue ich am Sonntag meinen neuen PC zusammen. Und darum muss ich jetzt die Komponenten von meinem alten PC, die da drin sind, in das alte Gehäuse da umbauen. Damit ich das am Sonntag nicht machen muss, sondern am Sonntag nur noch einbauen kann, mache ich das heute. Okay, also was wir da im Moment haben, ist das alte Mainboard mit der Grafikkarte, der Soundkarte, Netzteil, 3 Festplatten und eine SSD. Es ist also aber so, dass all die Festplatten gar nicht mit da über müssen, weil ein bisschen etwas bleibt auch in diesem PC. Definitiv mit über müssen die SSD und eine von diesen 3. Da mit über muss nur das Mainboard. Die Grafikkarte kommt nachher am Sonntag von dem wieder zurück da rein, genauso wie die Soundkarte. Wobei, nein, die Soundkarte baue ich jetzt schon aus. Oh, es wird kompliziert, liebe Freunde. Bevor man die Innereien von so einem Computer anlangt, sollte man sich mal erden schnell, damit die Restspannung aus dem Körper raus ist. Das kann man ganz einfach machen, indem man einfach zum Beispiel so eine Heizung ein bisschen antatscht. Da haben wir jetzt also die Soundkarte, weil die baue ich erst am Sonntag wieder da in das Gehäuse rein, allerdings dann aufs neue Mainboard. So, das ist meine Grafikkarte. Als erstes muss ich die jetzt vom Strom trennen. Als nächstes muss man die vom Gehäuse frei machen. Das ist jetzt die Grafikkarte, so sieht die aus. Das ist eine GTX 970. Als nächstes müssen wir die verbleibenden Stecker vom Mainboard lösen. Das ist einmal da unten, das sind die Kabel, die mit der Festplatte verbunden sind. Das sind die SATA-Kabel. Dann haben wir da unten USB-Anschlüsse, das ist von dem Frontpanel vom Gehäuse. Und wir haben da links noch Audio. Wir haben da oben den Strom und noch kleine Kabel versteckt. Da und da hinten, die sind vom CPU-Lüfter und Kühler und von den restlichen Ventilatoren im Gehäuse. Da oben habe ich noch einen CD-Player angeschlossen. Den lasse ich aber drin. Der kommt nicht ins alte Gehäuse. So, ich habe jetzt alle Kabel gelöst. Und was ich jetzt als nächstes mache, ist die Schrauben vom Mainboard lösen. Die sind einmal da und da unten noch irgendwo. Die muss ich aber noch suchen, die habe ich noch nicht gefunden. Da unten die Kabel muss ich noch lösen. Zack. Haben wir das Mainboard? Nice! Schau, voll traurig sieht es jetzt aus, mega leer. Was ich jetzt natürlich nicht überlegt habe, ist, dass ich heute Abend noch streamen will. Und jetzt muss ich einen Teil von der Komponenten, die ich eigentlich da drin lassen wollte, doch noch ins alte Gehäuse oder das neue alte Gehäuse viel mehr einbauen. Twitter. Schau, als nächstes müssen wir jetzt diese Sachen wieder hier einbauen. Fangen wir an. Oh. Oh, oh, oh. Nice. So, jetzt hebt das wenigstens schon mal.
Das Mainboard ist jetzt drin. Ich habe das jetzt festgeschraubt und schon mal da die USB-Kabel wieder reingesteckt. Es sieht easy klein aus. Das Einzige, was bei so einem Mainboard immer richtig kompliziert ist, finde ich, sind die Frontpanel-Anschlüsse. Dass man nachher den Strom, also dass quasi der Einschalter und alles, was vorne dran sonst noch so leuchtet, mit dem Mainboard verbunden wird. Weil das sind alles so ganz kleine Käbel, so wie das da. Und die sind eben in dieser Reihenfolge da nebeneinander. Und dann muss ich aber jedes Mal nachschauen, welcher Steckplatz das für welches Käbel ist. So, ich habe die jetzt da drauf gepackt. Ich hoffe, das stimmt. Jetzt möchte ich einfach den zweiten von denen, der noch übergeblieben ist, und stecke den mal da in Front USB und hoffe, dass das geht. So, als nächstes bauen wir die Grafikkarte ein. Auch da ist jetzt natürlich noch die alte, weil ich brauche die ja heute nochmal. So, als nächstes kommt jetzt noch die Capture Card. Jetzt müssen wir das ganze Zeug da noch festschrauben. Das Kabel da habe ich jetzt auch noch verbunden. Das ist der Lüfter, der hinten ist. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch der Strom und die Festplatte. Ich nehme jetzt die SSD und schaue zuerst mal schnell, wie die ins Gehäuse hineingehört. Was wir jetzt noch schnell machen müssen, ist die Festplatte mit dem Mainboard verbinden. Für die SSD nehme ich da so ein Scales und für die HDD nehme ich ein rotes. Ich habe die beiden Gehäuse jetzt wieder unter meinen Schreibtisch gedreht und muss jetzt da den Strom verbinden. So, ich habe jetzt alles verbunden. Probiert jetzt, ob es funktioniert, wenn ich da drücke. Fuck! Oh, ich muss natürlich den Strom auch noch anmachen hinten. Es läuft. Ich muss jetzt mal schauen, ob es auch so läuft, wie ich mir das vorstelle. Und? Kein Signal. Scheiße! Oh, ich habe natürlich die Grafikkarte noch nicht verbunden. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Command. Yes, baby, yes! Okay, das ist jetzt also die PC-Situation. Bis am Sonntag muss es so gehen. Ja, okay. Man könnte es als unprofessionell bezeichnen. Ich würde sagen, es ist eine flexible Lösung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Morgen sehen wir uns wieder mit einem neuen Vlog. Ciao zusammen. Ey, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst ein Abo da, das würde mich sehr freuen. Bis morgen, ciao.